Kanda, Astrata, Mantusse, Kunda und Servus Habidere zum Viva la Movolution Podcast, der beste bayerische Filmpodcast. Und an meiner Seite der Corby. Hallo, ich habe jetzt echt eine Gänsehaut. So muss das sein. Ei. Hab ich ewig geübt. Okay. Also die ist gerade noch gut gegangen und jetzt nicht mehr. Nein, jetzt geht's mir schlecht. Jetzt muss ich ja die ganze Zeit nach hinten schauen, nicht, dass gleich irgendwas hinter mir steht. Ja, du bist gleich besessen. Warte noch. oder wenn gleich eine Tür aufspringt, dann kriege ich auf jeden Fall einen Herzinfarkt. Ich habe bei mir schon rundum alles zugespielt, bei mir fällt sich nichts. Ja, wenn es dann erst aufgeht. Wir reden heute über den Film Evil Dead von 2013. Und der Corby kann uns ganz bestimmt erzählen, um was das geht. Ja, Evil Dead. Um was geht's da? Es geht um ein junges Mädel namens Mia, das einen Entzug machen möchte und da ihre ganzen Freunde mit sich in einen Wald genommen hat zur Familienhütte, sage ich jetzt mal, also zur Familienferienhütte. Mit dabei ist auch ihr Bruder, der längere Zeit anscheinend irgendwo im Ausland war und auch noch mitsamt Familienhund. Und ja, die Freunde haben sie halt da zusammengetan, damit die Mia ihren Entzug erschafft. Und ja, was sie halt nicht wissen, ist, dass in dem Keller von der Hütte ein Haufen tote Katzen hängen und ein ziemlich böses Buch und da ist ein Hund dabei haben und der die Katzen gleich mal riecht. Finden es dann die Luke zu dem Keller, finden das Buch und ja, ein ganz schlauer, der meint dann, er ist jetzt der Forscher und öffnet das Buch, das übrigens mit Stacheldraht zu ist. Also für alle normal denkenden Menschen, wenn man ein Buch findet, das echt seltsam ausschaut und mit Stacheldraht zugemacht worden ist, dann öffne ich das mal lieber nicht. Absolut. Er öffnet es aber und er liest dann auch noch einen Spruch vor, der mit aller Gewalt versucht worden ist, verborgen zu sein. Also da hat jemand drüber kritzelt, drüber kratzt, einfach damit halt keiner mehr diesen Spruch liest und er denkt sich halt, ich bin ja der Oberforscher, ich lese das jetzt mal vor. Der Mike war so nett und hat die Worte, die er dann da vorliest, gleich am Anfang genannt. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil der junge Mann, der das dann vorliest, entfesselt das, wahrhaftige Böse, das dann in die Mia reinfährt. Tja, dann beginnt Evil Dead mehr oder weniger erst so richtig, weil dann passieren eigentlich nur noch unschöne Sachen. Und ich denke, nur weiter auf die Handlung muss ich gar nicht eingehen, weil wir werden jetzt wahrscheinlich gleich intensivst drüber reden. Auf jeden Fall. Mal vorweg, wie hat er dir gefallen? Gut. Also ich habe vor 2013, bevor der Evil Dead rausgekommen ist, als Original gesehen, also Tanz der Teufel von 1981. Und den fand ich eigentlich ziemlich geil. Natürlich wegen den Effekten. Also, weil, sagen wir mal, für 1981, wo halt eigentlich diese Horrorfilm-Ära erst einmal so richtig losgegangen ist, wo halt gerade in die 80er ja viel passiert ist, was dann die amerikanischen Zuschauer vor allem erst einmal geschockt hat, war der Tanz der Teufel auf jeden Fall ja einer, der sehr früh mit sehr wenig Budget sehr viel gemacht hat. Auf jeden Fall. Und das war damals wirklich der Film. Also ich weiß noch von Leuten, wie ich noch so ein kleiner Stopsel war und da mit Horrorfilmen ein wenig so angefangen habe, dann haben immer die Leute verzeiht, der Tanz der Teufel. Das habe ich vor ein paar Leuten gehört und ich war dann ganz heiß auf das Ding. Bei uns ist tatsächlich dann die VHS am Schulhof rumgegangen und ich hab mir das krallen können und war dann auch zuerst einmal sauber enttäuscht vom Originalfilm. Der ist dann bei mir mit der Zeit erst gewachsen, sage ich jetzt mal, weil da die Erwartungen durch das, dass die Leute gesagt haben, das ist so gruselig und wirst die Leute umbringen und zerstückeln und was weiß ich. Du musst da als Kind, also ich war wirklich ein Kind, also da war ich 10 oder sowas und du meinst da einen Film aus im Kopf, dass du sagst, Wahnsinn, das muss das Teil sein. Und dann sagst du den und dann sagst du, war jetzt nicht so krass, wie, von alle Leute beschrieben. Aber der Film ist dann im Laufe der Zeit bei mir gewachsen und ist jetzt einer von meinen absoluten Lieblingsfilme. Ich trage den Film schon eine Zeit länger mit mir quasi umeinander.
ich glaube, jeder, der ein Herz für Filme hat und den Film kennt, also mir geht's zumindest so, es gibt ein paar Szenen, die sind für mich ikonisch und einfach ein Kult, die in diesem Film vorkommen. Und ganz, ganz vorn dabei ist natürlich diese Kamerafahrt durch den Wald, die ganz schnell geht, wo man dann damit praktisch präsentieren möchte, ich bin jetzt das Böse und ich fahre gerade durch den Wald und kämpft zu euch und fahre an euch rein. Genau, die Ego-Perspektive. Ja, richtig, richtig geil. Und nur eine zweite Szene, die ich halt einfach witzig gefunden habe, böser Corby, ist natürlich die Buschvergewaltigungsszene. Die natürlich in dem Tanz der Teufel ein bisschen bescheuert ausschaut, aber jetzt bei Evil Dead, ja, also ich finde die halt immer noch krass. Also für das, dass der Film jetzt bei noch der Neuprüfung frei ab 16 ist, habe ich mir die mit meiner Frau noch mal angeschaut, weil gut, die ist ja nicht doppelt so alt wie 16, aber gut, die Szene hat auch bei ihr immer noch Unwohlsein ausgelöst. Also ich finde auch, dass die nach wie vor ziemlich stark ist. Muss ich echt sagen. Ich finde es sogar intensiver als jetzt bei dem Evil Dead. Genau. Gut, vielleicht muss ich sagen, nicht vom Effekt her, sondern von der Handlung her. Okay. da finde ich es halt einfach, also wer ist damals bei dem Drehbuch da gesessen und hat sich gedacht, so, und dann, was wäre nur richtig schlimm für die Frau? Ja, ganz klar, die läuft in den Wald und dann fährt das Böse aber nicht gleich in sie, sondern erstmal in einen Busch und der Busch, der vergewaltigt sie dann. Oh ja, das ist eine gute Idee, das schreibe ich mir gleich mal auf. Ja, wir müssten jetzt sowieso ein bisschen aufpassen. Also, weil du nämlich vorhin Remake gesagt hast oder Originalfilm. Laut Regisseur, der Regisseur Fede Alvarez hat damals mitgeteilt, dass Evil Dead oder sei Evil Dead von 2013 kein Remake ist, sondern einfach ein neues Kapitel oder ein weiteres Kapitel im Evil Dead Universum. Gut, die Diskussion ist schon des Öfteren bei Facebook ausgefochten worden oder andere soziale Medien und jeder sagt das ein wenig anders, aber wie gesagt, der Twitter-Tweet vom Fede Alvarez ist eigentlich hübsch eindeutig, also ist es jetzt bei dem Film wirklich so, dass er halt einfach im Endeffekt Evil Dead 4 ist. Gut. Oder? Wie sagst du das? Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen leidenschaftslos. Ja, also leidenschaftslos im Sinne von, muss ich jetzt dazu Remake sagen oder nicht? Ja. Es gibt eindeutige Verweise auf den Originalfilm und deswegen, ja, es ist okay, es ist ein Film in dem Universum, es ist nicht unbedingt ein Remake, das ist ja auch eigentlich gar nicht möglich, weil wir haben eigentlich die wichtigste Komponente von der Tanz der Teufel bis jetzt verschwiegen. Ja. Und es ist ja eigentlich fast schon Schande. Wir reden fast schon 10 Minuten in dem Podcast und wir haben seinen Namen noch nicht genannt. Das stimmt. Es darf mich nicht wundern, wenn er gleich persönlich bei uns anruft und sagt, was ist mit euch los? Hail to the King, baby. Bruce Campbell. Der Bruce Campbell, der Ash aus Tanz der Teufel, hat natürlich ja Tanz der Teufel zu dem gemacht, was es ist, weil er einfach eine Kultfigur da drin geschaffen hat, die, anders kann man es eigentlich nicht sagen, rockt. Auf jeden Fall. Und er ist einfach Ash. Also die Darstellung und auch das, gut, jetzt im ersten Film finde ich es noch nicht so krass mit dem Slapstickhaften, aber in Teil 2 unter der Mauer da ja sein in Anführungszeichen Idioten-Heldenstatus mit den unglaublichen Slapstick-Einlagen, sprich der Kampf mit der besessenen Hand und so. Und das hat noch halt einfach dann unsterblich gemacht. Und dann eben kommt dann den Armstumpf da eine Kettensäge droh und dann ist Polen offen. Tanz der Teufel und dann auch der zweite und natürlich auch Armee der Finsternis ohne Bruce Campbell war einfach nicht das, was es jetzt ist. Ja. Und deswegen kann man natürlich Evil Dead von 2013, weil er auch nicht mitspielt, er ist Mitproduzent von dem Ganzen, aber er spielt selber nicht mit. Ja, bis auf ganz zum Schluss, also in der allerletzten Szene Kim davor, aber es hat aber so nichts mit der Handlung zu tun. Na gut. Du merkst, ich bin ein wenig leidenschaftsvoller als wie du. Ja. Also ich mag das ganze Evil Dead Franchise und ich liebe Bruce Campbell. Aber ich muss ja sagen, als ich damals den Trailer zu Evil Dead gesehen habe und dann auch Evil Dead im Kino, war ich trotzdem echt begeistert und halt unter anderem deswegen, weil ich fand, dass sich halt auch genau das, was so
das Gruselige in Tanz der Teufel ausgemacht haben, auch wieder da verwendet haben. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese Ego-Perspektive, Kamerafahrt von dem Bösen durch den Wald kommt da drin vor, die hier wirklich sehr gruselig wirkende Vergewaltigung von dem Busch, wo ich ja beim jetzt Rewatchen mir gedacht habe, oha. Also die arme Mia. Das kommt halt alles vor, aber du hast vollkommen recht, man kann es nicht wirklich als Remake sehen, weil die Charaktere sind einfach anders und dafür geht's auch ein bisschen anders ab. Auf jeden Fall. In der Hütte. Und es deuten auch ein paar Sachen drauf hin, dass es eine Fortsetzung ist, und zwar sieht man Ash sein Auto nur stehen, den Delta, da wo die Mia am Anfang drauf sitzt, wo man es zum ersten Mal sieht, wo ihr Bruder kommt. Das ist quasi dasselbe Auto, das der Bruce Campbell in die Evil Dead Filme fährt. Und das Auto steht quasi immer noch da. Das sind ja die so Kleinigkeiten, wo man dann auch sagen kann, okay, aha, da steht die Kisten immer noch. Das spielt sich alles im selben Universum ab. Andere sagen halt wieder, okay, das ist eine Anspielung an das Original oder auch den Pulli, den die Mia tragt von der Michigan State University, das auch eine von in Tanz der Teufel anhat. Ja, wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, die in die eine Richtung deuten, und es gibt Sachen, die in die andere Richtung deuten. Aber es gibt da bestimmte Geschichten, wie eben auch das mit der besessenen Hand. Ist, wie gesagt, kommt auch in Evil Dead 2 oder in Tanz der Teufel 2 zum Beispiel vor. Aber es ist halt eben so das Gesetz der Serie, dass einmal auf alle Fälle öfters einmal ein Körperteil besessen werden wird, das dann amputiert werden muss oder sowas in der Richtung. Ja, und an Amputationen fällt's in dem Film nicht gerade. Auf jeden Fall. Ja, also ich finde zum Beispiel, wenn wir von Anfang an mal anfangen, also den Opener finde ich saugut am Anfang, weil man wirklich dann meint, okay, oh, das arme Dirndl, was werden sie denn jetzt treiben, weil die wirklich die Hinterwäldler da in der Hütte, die schauen wirklich gemeingefährlich aus. Was meinst du, wo leck haben wir jetzt bei Evil Dead oder Wrong Turn 6? Keine Ahnung, die schauen schon wirklich gemeingefährlich aus. Aber es wird dann hübsch schnell klar, dass das Dirndl die Böse ist in dem Ganzen. Und ja, bis dann der Evil Dead Vorspann prangert, passiert schon einiges, und finde ich super. Also der Opener ist einer der besten. Fand ich ja. Also das stimmt dann auch nochmal ganz anders auf den Film ein. Du weißt dann gleich, okay, die haben da unten in dem Keller einiges getrieben, was nicht so cool ist, weil ich glaube, wenn du das weggelassen hättest und du hättest dann einfach die Freunde den Keller finden lassen, ohne dass du irgendwie gleich mal einen Peil hast, was da unten abgegangen ist, dann darf's wahrscheinlich auch erstmal mit Fragezeichen da sitzen. Auf jeden Fall. So weißt du ja gleich von Anfang an, okay, Evil Dead ist Evil Dead, verdammt nochmal. Genau. Wobei, es gibt dann die Szene eben, wo dir dann gewahr wird, oder wo du dann gespannst, okay, die Besessene ist in dem Haus verbrannt worden, an der Säule oder an dem Balken, wo es aber eigentlich auch eine ganz dumme Aktion ist, wenn ich in einem Keller jemanden verbrenne an einem Balken, der das ganze Haus tragt oder einen Keller tragt zum Beispiel. Das ist mir dann noch mal so aufgefallen. Nein, das war der Brandbalken. Ja, das war der Brandbalken. Ach so. Ach, die verbrennen da öfters jemanden da unten, oder? Ja, schon. In jedem vernünftigen Hüttenkeller im Wald gibt's doch einen Balken, der trägt das Haus, und der andere Balken ist zum Verbrenner da. Ach, okay. Hab jetzt gar keinen schon her. Ich wohne zwar nahe am Wald, aber vielleicht muss ich da direkt im Wald wohnen, dass ich so einen Brandbalken hab. Schon, das ist Vorstellung. Anders darfst du das Haus gar nicht bauen. Was, ich hab's keinen Brandbalken, das müssen wir wieder abreißen. Ja, weg damit. Was ich ein wenig blöd finde, das hat mich damals im Kino schon geärgert. Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn dann 3-mal im Kino gesehen, einmal in Plattling und dann 2-mal in Landau. Und ja, weil mich der Film einfach voll fasziniert hat. Aber was mich jetzt mal wieder ärgert, kann ich nicht sagen, aber was mir jetzt mal sauer aufstößt, das ist die Exposition am Anfang, die Dialoge. Wenn es dann heißt, oh, hallo Bruder und so, und ach ja, hallo Schwester, und dann gehen es weiter, ach ja, hallo Krankenschwester und so, diese expositorischen Dialoge, weißt du, die sind so, dass sich kein Mensch unterhalten. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder ob dir das aufgefallen ist, aber so unterhält sich kein Mensch. Das ist Gott sei Dank nur am Anfang, dass man wegen weiß, wer ist wer. Und der Film hält sich eben auch mit der Einführung nicht lang auf, und es geht hübsch schnell zur Sache, beziehungsweise die Entziehungskur von der Mia geht recht schnell von dannen, und dass man gleich mal weiß am Anfang, wer ist, haben sie halt da diese Art der expositorischen Dialoge gewählt, und das, ja, finde ich halt ein wenig blöd, weil so redet kein Mensch. Wie sagst du das? Ja, mein Gott, das verzeiht man dem Film aber auch relativ schnell. Ja, also, das ist sowieso. Man weiß es.
Man weiß, sowieso. es ist ein Horrorfilm, ich erwarte jetzt da nicht unbedingt, dass ich die komplette Vorgeschichte von einer erfahre. Da kann man zum Beispiel dann auch sagen, warum hat sie extra ein Backerl Koks nochmal mit dabei, damit sie das dann in den Wald, in den Brunnen werfen kann. Für Pfad als Wegzehrung, Alter. Ach so, damit man nochmal richtig eine ballert, bevor man den Entzug Genau. macht. Natürlich, Ja. ja. Richtig. Ja, ich war noch nie auf Entzug, ich baller nach wie vor immer noch richtig. Ach so, ja. Ja, und auch das ganze Vorhaben ist schon ziemlich mutig, dass man dann sagt, man macht jetzt einen kalten Entzug dann und dann sagt die Krankenschwester, ja, auf 3 Tage und dann ist alles vorbei. Und dann denken wir so, ja, da bin ich gespannt, ob das auf 3 Tage alles erledigt ist. Dann ist auch ganz cool dann das Foresharing, was man so hat, wenn einmal dann das Buch durchgeblättert wird, die ganzen Holzschnitte, weil alles, was da so ziemlich auf den Seiten zum Singen ist, wird auch dann im Film umgesetzt. Man darf sich da auf einige Sachen gefreien mit Gesichtshaut abziehen und Verbrenner und zerstückelt werden. Und ja, das Buch sagt einem dann schon, wird es dann quasi ausgewählt für manche Charaktere. Da muss ich jetzt mal, weil ich wahnsinnig neugierig bin und eventuell hast du tatsächlich, oder du hast es schon mal gesagt, gibt's dieses Buch in einer Fanfassung? Also kann man das sich besorgen? Hast du das in deinem Tempel? Ich habe jetzt nicht das aus Evil Dead 2013, aber ich hab eins von Evil Dead 2. Also das ist wirklich dann mit so ein Latexbuch. Nicht jetzt das, da gibt's eins, da ist der Film drin. Das ist quasi eine Special Edition, US-Auflage von Anchor Bay mit DVD damals. Aber ich habe wirklich so ein Replika aus Evil Dead 2 mit den Seiten. Das ist eigentlich fast total identisch mit dem Buch aus dem Film. Ich hab den eigentlich öfter. Ich hab dann auch noch so eine australische Limited Edition von alle 4 Evil Dead Filme quasi. Und da war der kandarische Dolch dabei, der in Evil Dead 2 vorkommt. Und auch so ein Buch. Und da haben aber dann die Blu-rays mit dabei. Also ich hab das Buch, oder die Art des Necronomicons in ein paar verschiedene Auflagen, ja. Also richtig geil, weil für die Leute, die Evil Dead überhaupt nicht kennen oder Tanz der Teufel nicht, das Buch ist jetzt nicht ein normales, gebundenes Buch, wo man sich denkt, okay, was haben sie denn, was soll jetzt da so gruselig an dem sein? Vielleicht, ja, der Inhalt. Das Buch ist gebunden aus Menschenhaut. Ja. und ich glaube, die Seiten sind auch mit Menschenhaut und Menschenblut geschrieben, oder? Menschenblut geschrieben, ja, genau. Da gibt's doch auch die wunderschöne Einführungen bei Evil Dead 2, Tanzteufel 2, am Anfang gleich, wenn erklärt wird, wo das Necronomicon herkommt und so, ist also saugeil visuell umgesetzt. Genau, und da wird's ja dann nochmal direkt erklärt, was mit dem Buch so auf sich hat. Und ich finde das wirklich voll geil, die ganze Mythologie dahinter, und es ist auch ein Hauch Lovecraft dabei. Ich weiß nicht, ob du mit Lovecraft was am Hut hast, aber das Necronomicon... Ja, doch, der Cthulhu und ich, wir sind so, also ich sieht jetzt gar nicht, aber stimmt. Ich kratze gerade meine Finger. Und ja, der hat eben das Necronomicon quasi in seine Geschichten mit eingebaut, und der Sam Raimi hat sich quasi von dem Ganzen inspirieren lassen und hat da seine Version in Menschenhaut gebunden und menschlichem Blut geschrieben in die Evil Dead Filme mit eingebaut. Auf jeden Fall eine saucoole Idee und eine saugruselige Idee. Ich weiß nicht, kommt das Buch außerhalb von Tanz der Teufel oder jetzt Evil Dead einmal in einem anderen Horrorfilm vor, so als Verweis bestimmt, oder? Ja, tatsächlich. Weiß ich, ist das jetzt eine Fangfrage, weil du selber weißt, oder hast du wirklich auch nachgeschaut? Wenn ich so eine Frage stelle, ist nie eine Fangfrage. Ach so, okay. Alles klar. Also es ist tatsächlich so, dass das Necronomicon im Film Jason Goes to Hell vorkommt. Da wird quasi, ich weiß nicht, wer da draußen den Film kennt, also es ist nicht so ein typischer Freitag der 13. Film, es ist der 9. Teil der Reihe, aber es ist ja so, dass der Jason in dem Film also Body-Switcher ist, wie bei The Hidden oder sowas. Also wenn der Körper zerstört ist, kann er den Jason-Fluch oder das Böse quasi weitergeben, seinen Geist weitergeben und dann in einem anderen Körper weitermorden. Aha. Und in einer Szene kommt dann tatsächlich das Buch vor, wo viele Fantheorien dann auch aufgekommen sind, dass der Jason vielleicht sogar ein Deadite, also so ist es der Fachausdruck für einen Besessenen aus dem Necronomicon-Buch, dass der Jason vielleicht sogar ein Deadite ist und deswegen nicht sterben kann und immer wieder kommt. Genau. Ja, weil ich meine, es hat ja wahnsinnig viel Potenzial. Also hätte mich jetzt gewundert, wenn es in keinem anderen Horrorfilm vorkommt, außerhalb von der Reihe. Das stimmt. Nein, du hast recht. Das hätte ich jetzt aber gar nicht gedacht, Quatsch, ja. Nein, aber wie gesagt, da in Jason Goes to Hell hat's einen Cameo, das Necronomicon. Richtig cool.
Ja, und ich glaube, man spoilert jetzt da an der Stelle nicht zu viel, wenn man sagt, dass die Freunde von der Mia und der Bruder und sie und was weiß ich, also denen geht's nicht so gut in dem Film. Na, die machen lauter Scheiße durch und nachdem dieser junge Mann mit seiner grenzenlosen Neugier den Fluch ausgesprochen hat, kommt der Dämon und fährt erstmal in die arme Mia rein. Und dann sagt sie, der Entzug als ziemlich, ziemlich schlimm. Auf jeden Fall. Und wo ich vorhin beim Vorsharing war, also dass man da die Ausgangssituation macht, dass wir eine dabei haben, die quasi psychisch ganz schön und körperlich ganz schön im Eimer ist, eben durch den Drogenentzug, eben dann auch nicht geglaubt wird, wenn sie was verzeiht, von wegen sie Sektor-Appern und so, finde ich eigentlich einen ziemlich coolen Schachzug, weil jeder eben davon ausgeht, dass die Mia eben erholt hat, weil es einen Affen schirbt. Das finde ich echt ziemlich cool, dass man dann da sagt, okay, ja, da feit sie nix und so und das meinst du bloß und ja, feit sie nix und ja, und keiner glaubt dir im Endeffekt. Ja, in Bayern hat man sagen, jetzt geh weiter, stell dich nicht so. Ja, stell dich nicht so. Aber die Jane Levy, die da die Mia spielt, finde ich super. Die macht das echt stark. Auch die ganzen, weil anfangs ist ja im Endeffekt das Opfer, wird dann besessen und ist einer von die schlimmsten Besessenen im ganzen Film. Und ja, und entpuppt sie dann am Ende als das Final Girl. Und das finde ich auch ziemlich cool. Also den Kniff, dass ich sage, ich nimm die Hauptdarstellerin, lass die Hälften vom Mittelteil oder ich lass die Hälfte Film als Besessene rumlaufen und drehe das aber dann so, dass sie am Schluss dann das Final Girl wird, finde ich einen ziemlich coolen Move. Ja, und sie hat ja Potenzial, und das finde ich fast schon schade, für mehr Teile. Das sagt der Bruce Campbell selber, dass er ja deswegen da nicht mitspielen wollte, weil er wollte da mal praktisch ja die Tür öffnen für einen neuen Hauptdarsteller oder vielleicht einen neuen Ash. Also gut, so hat er es nie gesagt, kann er wahrscheinlich ja nie. Also so wie ich und Bruce Campbell kennen, hätte er das nie und nimmer akzeptiert, wenn da irgendeine Person auftaucht wäre, die er nur ansatzweise eben das Wasser gereicht hätte. Also von dem her, glaube ich, war er ganz froh, dass das eine weibliche Hauptdarstellerin ist und erstmal nicht so viel mit ihm zum Tor hat. Mal davon abgesehen, was der Bruce Campbell mehr hat. Du hast einen riesigen Fandom hinter den Evil Dead Filme, die wo sie unglaublich aufregend hatten und Nitpicking betreiben hatten, bei jeder Wahl, die du raussuchen darfst als alternativen Ash. Also es kann sie so schnell keiner messen mit dem Bruce Campbell und die Fanbase darf's jedem eigentlich übel nehmen und ist jeder, der wo das probieren darf eigentlich auf die Schnauze fallen. Ob er es gut macht oder nicht, einmal dahingestellt, aber die Fanbase war da zu eingefahren. Also ich glaube, dass das ein Riesenproblem ist, wenn du wirklich einen Ash neu besetzen darfst. Es gibt ja jetzt, also das habe ich vor ein paar Tagen gelesen, schon die Gerüchte, dass ja ein 4. Evil Dead, also nicht jetzt der Evil Dead, über den wir jetzt gerade reden, der 2013er, weil der ist praktisch ein Film für sich, sondern praktisch ein 4. Teil von der Tanz der Teufel-Reihe kommen soll. Ja. Wo ja auch der Bruce Campbell wieder so ein bisschen mit im Spiel ist, aber er spielt wieder nicht mit, oder? Ich glaube nicht. Also nach der Tatsache, dass die TV-Serie, bei der er mitgespielt hat, Ash vs. Evil Dead, nach der 3. Staffel abgesetzt worden ist, hat er eben auch gesagt, mit der Serie wird jetzt auch der Charakter Ash begraben. Also er wird an Ash nie mehr spielen. Gut, das hat es jetzt in die letzten Jahre schon öfters geheißen. Auch der Robert Englund hat gesagt, er wird nie mehr einen Freddy spielen. Aber was man dann, wenn man den Gerüchten ein bisschen glauben darf, was da in den letzten 2 Jahren wegen so kursieren, dass er doch wieder hin und wieder Bock hat oder dann doch nicht. Es ist immer wieder, kommt's vor, dass dann wirklich jemand, auch wenn er sagt, er macht das nie wieder, dass er dann in der Rolle auf einmal wieder drinsteckt. Also ich sag niemals nie. Hat's beim James Bond schon geheißen und da die jetzt beim Ash auch sagen. Aber ich glaube, bei dem neuen Film haben wir nicht viel Chance, dass der Bruce Campbell wieder dabei ist. Ich glaub's nicht. Ja, auf jeden Fall bin ich dann gespannt, ob der dann auch so gut abschneidet wie jetzt der Evil Dead. Weil, ich sage mal so, der Evil Dead von 2013, der kann da für sich allein stehen. Voll. Natürlich hätte der viele Ideen nie so drin, wenn es Tanz der Teufel nicht geben darf. Ja. Aber wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, von was wir zwei jetzt da die ganze Zeit gesprochen haben, dann ist Evil Dead von 2013 auch ein richtig geiler Horrorfilm. Und man muss dann auch nichts von Tanz der Teufel kennen und auch nicht wissen, wer der Bruce Campbell ist. Also man wird sich natürlich dann ganz zum Schluss wundern, wer ist der alte Knacker, der jetzt da nochmal Groovy in die Kamera sagt. Aber ansonsten wird man damit auf jeden Fall so auch klarkommen und den wahrscheinlich ja trotzdem echt gut finden.
Definitiv. Also ich mir fast behaupten wenn einer wirklich einen richtig starken, modernen Horrorfilm sucht, dann ist er da bei Evil Dead genau richtig, weil der wirklich humorlos ist. Das ist ein richtig grimmiger Bastard von einem Film. Die haben wirklich großteils auf CGI verzichtet, also dass komplette Szenen aus CGI sind, wo es natürlich auch die Splatter-Szenen noch besser macht, wenn das wirklich Practical FX sind. Es ist bei einigen Szenen wie das Abschneiden vom Gesicht, wo sie die Gesichtshaut wegschneidet. Das ist auch unterstützt von CGI, aber im Großen und Ganzen ist das alles modelliert und aufgeschminkt, nur dann die Zähne, dass man da quasi das sagt, dass da die Haut weg ist und man bis ins Gebiss reifilmt, das ist dann mit CGI unterstützt. Und das finde ich super, dass das gemacht wird. Deswegen ist der Film so unglaublich effektiv, weil er wirklich auch wenn sie die besessene Hand, wenn die abtrennt wird von dem elektrischen Messer, du hast auch fast keinen Schnitt nicht drin. Die Kamera kommt seitlich neben die Frau, fährt die Kamera hin, sie nimmt das elektrische Messer, setzt an und fängt zu schneiden an. Du hast da keinen Schnitt drin, bis zu einer gewissen Stelle, bis dann quasi ein Close-Up zu ihrem Gesicht kommt, wo es Blut spritzt. Aber du siehst quasi, du hast keinen Schnitt drin, wo du dann sagst, okay, jetzt kommt nur Close-Up auf den prosthetischen Arm und jetzt wird abgeschnitten, sondern du hast die Frau wirklich sitzen und siehst, wie es ansetzt und sie den Arm abschneidet. Und ja, das ist eben auch das Effektive an der ganzen Geschichte. Ja, und ich möchte fast behaupten, dass man neben The Hills Have Eyes im Kino selten sowas Blutiges gesehen hat, die letzten 10 Jahre, sage ich jetzt einmal. Also das ist wirklich eine richtig, richtig blutige Geschichte. Da haben sie ja auch damals immer damit geworben, der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten. Ja, da haben sie dann oftmals ein wenig weit ausgeholt. Aber ja gut, also für bestimmte Leute, die wo jetzt quasi nichts derartig Grobs gewohnt sind, kann der Film natürlich schon, zu hart sein. Ich habe zum Beispiel gerade im Kino, wo wir zum ersten Mal gesehen haben, da ist hinter uns einer gesessen, das war Wahnsinn. Also der hat nur geschrien im Kino. Der hat bei der Szene, wo die Mia dann so anfängt besessen zum sein und schaut dann in den Spiegel und sieht sich dann selber als Besessene und macht der ist durchdreht im Kino, der hat nur noch geschrien, der hat gesagt, so asoziale Scheiße und der hat so viel Schiss gehabt, dass wirklich irre war. Also der hat den ganzen Film über durch eine richtig schlechte Zeit gehabt. Mir hätte ich fast behaupten, der war maustot fertig am Schluss. Also der war richtig gestresst. Gut, verstehe aber dann nicht, wenn man sowas nicht erträgt, warum man dann in einen Film reingeht, der Evil Dead heißt und der ist ja marketingtechnisch damals wirklich ja nicht verschönigt worden oder so. Es bringt ja dann nichts. Also ich war damals mit einer Freundin im Kino, die hat Tanz der Teufel nicht gesehen, die hat praktisch auch nicht wirklich gewusst, warum irgendwie manche Referenzen da drin so geil gefunden, aber der ist nach dem Film nicht so gut gegangen. Also die hat dann natürlich auch einen normaleren Horrorfilm erwartet und also man muss auf jeden Fall damit rechnen, es sind einige Körperteile dann nochmal weg. Die Besessenheit wird sehr gut gespielt. Ja. Und kommt das sehr gruselig rüber. Ich glaube, mit Jumpscares wird da gar nicht so stark gearbeitet. Gut, es sind ein paar Hand dabei, aber es ist jetzt nichts wirklich, dass jetzt wirklich so ein Jumpscare-Holocaust war, wie jetzt so Insidious oder sowas. Also es wird wirklich gespart. Und es wird wirklich meiner Meinung nach auch mehr auf Atmosphäre Wert gelegt, als wir eben auf den reinen Shock-Value. Und was auch dazu beiträgt, das ist die Musik vom Roque Banos. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausspreche. Spanische Namen oder mexikanische spreche ich grundsätzlich verkehrt aus. Den Soundtrack finde ich auch richtig stark. Ich weiß nicht, ob da manchmal auch die Sirene aufgefallen ist. Oh doch, ja. Ja, finde ich cool, haben es richtig geil eingebaut. Also der Soundtrack trägt nochmal einen richtigen Teil dazu bei, dass da die Atmosphäre so düster ist. Ja, aber natürlich ja der Wald. Also man muss ja sagen, diese Hütte ist mitten in einem sehr, sehr düster wirkenden Wald. Der Regisseur, jetzt muss man das wieder aussprechen, also 100% falsch ausgesprochen, der Fede Alvarez oder Alvarez. Fede Alvarez, ja, hätte ich jetzt gesagt. Der Fede Alvarez. Ja, der hat seinem Hauptdarsteller, der den Bruder von der Mia spielt, auch einmal ganz schön Angst gemacht, indem er einfach mitten in den Wald mit dem hingegangen ist und ihm dann erzählt hat, ja, sie haben sich extra diesen Drehort ausgesucht, weil halt da wirklich sehr viel Blut am Boden ist, weil da wissen einige genau, was da alles passiert ist, wie viele Leute da abgeschlachtet haben und was weiß ich. Übrigens, warte hier mal bitte kurz 10 Minuten, hallo. Ich hol dich dann wieder, wenn die Szene losgeht, gell? Ja.
Ja, und da hat er halt dann auch erzählt, ja, das hat er deswegen gemacht, weil er ihm halt nur mal so richtig Angst machen wollte, damit er die Angst dann richtig spielen kann. Und ich finde, das merkt man in manchen Szenen dann auch. Okay. Und ob das jetzt wahr ist oder nicht, aber sagen wir mal, der Wald hat Potenzial dafür, dass sowas wahr sein kann. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Jetzt weiß ich nicht, hast du mit deiner Frau geschaut nochmal? Nein. Was hast du da geschaut? Ja, ich hab gewusst, was bei dem Film passiert. Und ich hätte mir den schon mal hier anschauen können, aber ich weiß, dass dann auch viel Geschrei gewesen war und zumindest sehr viel Zucken. Okay. Nein, ich hab mir jetzt mit meiner Frau noch mal angeschaut und da fand ich es auch sehr interessant, dass wirklich die Splatter-Szenen weniger das Problem waren, als wir dann die Baumvergewaltigungsszene. Also das war das Einzige, was wirklich gesagt hat, war krass, ganz schön widerlich. Aber ich muss sagen, ich find's nicht so grafisch wie im Original. Also im Endeffekt fährt ja da nur der dämonisch besessene Baumranken über den Fuß rauf und wandert unter das Kleid und im Originalfilm siehst du ja direkt, wie sie breitbeinig da liegt, ja, bereit zu schänden, quasi die Füße gespreizt hat und ja, ich finde die im alten Tanz der Teufel-Film fast krasser als die da jetzt, wie es da jetzt grafisch dargestellt worden ist. Ja, weil du siehst ja in Tanz der Teufel ja wirklich, okay, es ist eine Pflanze und hier in dem 2013er Evil Dead, ja, da kann deine Fantasie ein bisschen mitspielen, weil du weißt jetzt nicht genau, also zum Beispiel die Freundin damals, mit der ich da im Kino war, die hat dann nicht genau gewusst, was ich jetzt da meine mit Buschvergewaltigungsszene, weil sie hat dann gemeint, warum? Da war doch dann die eine Schlange oder der riesige längliche Blutegel, der dann da irgendwas mit ihr gemacht hat. Ja, verstehe ich auch, weil, sagen wir mal, ich glaube, es fährt ja auch nicht irgendwie aus dem Busch irgendwie raus, sondern ja aus dem Dämon. Genau. Kommt ja diese lange Wurzel. Genau. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, das wirkt den Tanz der Teufel auf jeden Fall krasser, wenn man halt dann merkt, okay, Buschvergewaltigungsszene, ganz klar. Ja. Apropos krass, ich hätte noch ein unnützes Wissen. Jetzt pass auf. Und zwar, hast du die Namen der Kids, weißt du noch, wie die heißen? Ja, sie heißt Mia. Ich glaube, eine heißt Olivia. Boah, keine Ahnung. Ja, du bist auf alle Fälle schon besser wie ich, weil ich hab mir es wirklich rausschreiben müssen, weil ich bin bei solchen Sachen ganz schlecht. Aber das ist der David, der Eric, Mia, Olivia und Natalie. Wenn man die Anfangsbuchstaben zusammentut von denen Leuten, ergibt sich das Wort Demon. Kein Scheiß, alter Schwede. Aber du hast einen Hund vergessen. Ja, der Opa, oder? Wie heißt der? Der Opa, ja. Nein, es sind nur die menschlichen Zähne jetzt da. Ach so, oh Mann. Ja, leider. Aber ich finde es sehr cool. Ist ein kleiner Trivia-Effekt. Hey, jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt am Ende Ash raus. Dann muss ich leider sagen, hast du in der Schule null aufpasst. Was hast denn du am krassesten so von diesen Splatter-Szenen gefunden? War das, was du vorhin beschrieben hast mit dem Absägen von der Hand? Das war schon ziemlich Oder vom cool. Arm? Also das Krasse meine ist dieses Zungespalten. Ja. Das ist das Krasse. Das wollte ich gerade raus. Also es gibt eine Szene, da ist die besessene Mia dabei, eine ihrer Freundinnen ja ein bisschen zu bezüngeln. Malträtieren. Ja, und der gefällt es halt nicht so, dass sie da bezüngelt wird und zückt dann ein Teppichmesser und die Mia beschließt sich halt dann, dieses Teppichmesser zu bezüngeln und das ist ziemlich ekelhaft. Ja. Also das... Die schneidet sie den Lappen bis Anschlag in der Mitte durch. Das ist schon hart. Da habe ich mich aber dann gefragt, geht es wirklich, dass du dann mit beiden Zungenhälften unterschiedliche Bewegungen machst? Ja, ich bin mir nicht ganz geht. sicher. Echt? Ja, ich habe Okay. mal sowas gesehen bei so einer Doku über so Body Modification und Tattoos und so eine Geschichten und da waren wirklich welche, die haben sich die Zunge spalten lassen und die können dann die so übereinander legen und wieder Schlangen so quasi so, das haut wirklich hin. Voll assi. Aber die Szene ist jetzt zum Beispiel ganz gut, dass wir die gerade haben, weil das ist etwas, was mir jetzt auch, gut, wenn ich jetzt sage, mich stört das bei dem Film, dann ist das Nitpicking. Also das Teil hat bei mir 4,5 von 5 Sterne gekriegt bei Letterboxd mit einem fetten Herz dazu. Aber es gibt ein paar Sachen, die wo mich stören. Es ist gerade bei einem Film, der wo so stark ist und wirklich so nahe an der Perfektion ist, gibt es halt einfach ein paar Sachen, die einen stören. Und da ist bei mir zum Beispiel die Opfer in dem Film,
wenn sie von einem Besessenen malträtiert werden, die lassen sich ewig viel gefallen, bis sie mal an Dämon runterrennen oder einen Besessenen runterstoßen oder kontern oder sowas. Vorher müssen sie halt schon mal ewig viel aushalten. Allein schon die Szene mit dem auf der Toilette, wenn der andere die Spritzen ins Auge und ins Gesicht gerammt kriegt und so, bis der einmal kontert, hat er, weiß ich nicht, 15 Stiche mit der Spritze in Brust und Gesicht und so. Sie wehren sich schon hübsch spät, dass halt die ganzen Szenen um einiges sadistischer rüberkommen als, wie wenn er sich halt gleich anständig wehren taten. Also sie lassen schon sehr viel über sich ergehen, finde ich. Und das ist mir halt jetzt beim Schauen nochmal aufgefallen. Das ist auch der mit der Bruin, das weiß ich nicht, muss ich nochmal umbladeln. Das ist eben der Eric. Der Forscherbur. Genau, es ist der Eric, oder? Der Neugierige. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, es ist der Eric. Der mit der Brühen. Der muss ja wirklich in dem Film unglaublich viel aushalten. Aber er ist halt auch oft selber schuld, weil er nichts tut. Einmal kriegt er dann das Brecheisen umgezunden und anstatt dass ich aufstehe und der da sauber mal einen Marsch bloß, bevor die da auf mich losgekommen mit einem Brecheisen, hält er halt nur die Hände hier und dann wird er mal sauber die Hände vor der Mitten auseinandergeschlagen und die Finger gebrochen. Also das sind halt so Sachen, wo ich sage, okay, einfach mal ein bisschen mehr Einsatz zeigen, dann darfst du vielleicht oftmals nicht so viel Blessuren davor tragen. Ist dir das auch aufgefallen, oder? Ja, das schon, aber vielleicht war er einfach überrascht. Weißt du, er hat es nicht fassen können. Nein, er hat es nicht fassen können. Also, was ich ja tatsächlich nachvollziehen kann, ist, das kommt schauspielerisch leider nicht ganz so gut rüber, wenn es wirklich alles richtig gute Freunde sind. Und ich glaube, da sind ja ein paar miteinander verbandelt oder so. Also, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann bist du wahrscheinlich schon erst einmal leicht schockiert, dass das gerade so passiert. Auf jeden Fall. Ich meine, wir können uns das natürlich mit einer gewissen Objektivität anschauen und dann sagen, ja, hey, Shahi, das ist jetzt nimmer dein Freund, das ist jetzt ein Dämon und der versucht dich gerade zum Töten, bitte mach was. Aber keine Ahnung, wenn du halt dein Leben lang mit den Leuten da verbracht hast und auf einmal sitzt der auf dir und sticht mit einer Spritze rein, dann checkt dein Hirn vielleicht noch nicht gleich, hey, mach was, sondern hey. Kann schon sein. Kann auch sein. Warum? Was ist los? Habe ich irgendwas gemacht? War ich böse? Kann auch sein. Also wie gesagt, aber mir ist halt jetzt in dem Fall aufgefallen, wenn mir da ein Leid zufügt und mit mir auf mich losgeht mit der Spritzen oder Brecheisen oder irgendwas, dann schaue ich, dass ich dem entgehe, aber es werden die müssen sich schon einiges gefallen lassen, bis dann einmal kontern dürfen. Ja, das stimmt. Ja, ich muss ja sagen, ich bei Letterboxd dem Ganzen 4 Sterne geben, halt auch unter anderem, weil ich mir denke, wenn ich es jetzt mit anderen Horrorfilmen vergleiche, dann ist es handlungstechnisch jetzt nicht ganz so extrem, ideenreich. Das sagen wir mal so, das ist die älteste Horrorfilmgeschichte, die es gibt, ein paar Jugendliche vorne in der Hütte im Wald. Das ist eine von den ältesten Prämissen, die es überhaupt gibt. Ja. Und wie jetzt auch gerade schon erwähnt, mir fehlt halt da so ein bisschen die Charakterbindung am Anfang, dass man da entsprechend was aufbauen kann. Weil sagen wir mal, die Mia spielt ja dann gerade am Anfang das Loslassen von den Drogen und dann bin ich mal voll krass auf Entzug. Das habe ich ihr nicht gleich ganz so abgekauft. Ich muss sagen, das schauspielerische Besessensein, das macht sie sehr gut. Und auch gerade den Final-Kampf und alles, das überzeugt auch. Aber so halt der Anfang, ist jetzt nicht ganz so überzeugend. Da denkt man sich dann auch, wenn es halt dann mal losgeht mit dem Besessensein und mit dieser Busch-Szene dann auch, huiuiui, jetzt geht der Film erst richtig los. Okay. Ja. Wir sind jetzt eigentlich schon fast mitten in der Bewertung. Aber wie gesagt, das sind ja ein paar so Sachen. Aber wie gesagt, bevor wir zur Bewertung noch nicht gehen, wenn wir noch nicht über die verschiedenen Fassungen geredet haben. Okay. Im Kino war ja eben nur die Kinofassung zum Singen. Und es ist dann offiziell bei uns am 9. August 2017 der Director's Cut rausgekommen von Nameless Media und Sony. Komplett noch synchronisiert. Und seitdem kommen wir auch in den Genuss des Director's Cuts gekommen. Aber da gibt es eine recht coole Geschichte. Am 25. Januar 2015 hat der Fernsehsender Channel 4 aus Versehen den Director's Cut schon im Fernsehen ausgestrahlt. Und es hat dann einige findige Leute gegeben mit einer Festplatte, die wo dann gesagt haben, okay, wir verkaufen jetzt noch ein paar Bootlegs und so. Also das ist quasi, der hat's 2015
schon einiges an Bootlegs gegeben, zwar dann untertitelt und in englischer oder die deutsche Tonspur zwar drüber gelegt und die neuen Szenen mit Untertitel, aber ja, also bis dann der Film offiziell rausgekommen ist, hat es da einiges an Bootlegs gegeben, weil Channel 4 der Fauxpas passiert ist, dass der Director's Cut ausgestrahlt worden ist. Und der Director's Cut ist wie viele Minuten lang? Ist es der der ungeschnittene mit 91 Minuten? Oh, das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass er 4,5 Minuten länger ist wie die Kinofassung. Okay. Und ich muss sagen, das ist einmal ein Director's Cut, der sich wirklich rentiert, weil wer ein wenig aufpasst hat. Es werden im Necronomicon oder Naturo Demantum, wie es in dem Evil Dead heißt, wird beschrieben, wie man einen Besessenen nicht mehr besessen machen kann. Und zwar entweder man verbrennt ihn, man vergrabt ihn lebendig oder man zerstückelt ihn komplett. Jetzt, wenn du überlegst, in der Kinofassung, die eine Tante wird im Bad der Schlong quasi vor dem Klodeckel und da passiert nichts mehr. Dann die Tante, wo sie ihren Arm ganz abschneidet und der andere Arm wird abgeschossen, die ist ja dann auch auf einmal tot. Und du sagst aber, ja gut, das ist aber nicht nach die Regeln vom Necronomicon sterben die Leute. Also da stimmt was nicht. Es werden die Regeln, wo das Buch aufsteht, nicht eingehalten. Die müssen quasi immer wieder aufstehen. Nur dann kommt der Director's Cut um die Weh und da siehst du dann quasi, dass die am Klo in der Badwanne verbrennt wird und die andere, wo schon die zwei Arme abgängen, dass die dann quasi in der Hütte nur mit der Kettensäge zerstückelt wird. Also das sind die erweiterten Szenen. Genau, ein Boot davor. Also das ist halt der größte Unterschied und das, was mir aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, ja endlich, jetzt ist der Film noch um einiges gewachsen, weil er jetzt eben die Regeln einhält, die er sich selber aufgestellt hat. Aber das ist ja eigentlich lame. Also, da verstehe ich wieder nicht, warum sie das nicht von Haus aus drin gelassen haben, weil, ich habe jetzt auch die Extended Version gesehen. Ich vermute jetzt mal, das ist die längste Version. Ich habe bei den Schnittberichten eigentlich nur kurz nachgeschaut und waren halt auch so Sachen dabei, wie gleich am Anfang diese Szene, wo es in die Hütten reingehen, dass dann ihr Bruder da von einer Katze erschreckt wird. Und ich mir denke, oh ja, wahnsinnig gruselige Szene, hätte ich von Anfang an draußen lassen, weil Katzen, wow. Oder zumindest keine Daudenkatzen. Ja. aber wie du es sogar beschreibst, ich meine, es klingt jetzt, glaube ich, bei uns im Podcast sogar schlimmer als das, was man dann wirklich sieht. Weil ich meine, du hast ja gesehen, wie beide Damen sterben und dieses Verbrennen, das ist überhaupt nicht schlimm. Weil du siehst halt einfach nur einmal die Leiche, wie sie dann verbrannt wird. Das ist ja eigentlich sogar fast schon erlösend für den Charakter. Ja. Und auch dieses Zerstückeln, das ist jetzt bei Weitem nicht so schlimm, wie man sich das jetzt gerade vielleicht vorstellt, weil er packt sie vorher in einer Plastik, in den Müllsack nicht, sondern oder ist der Müllsack, ich hätte jetzt einfach gesagt, über eine Plane oder irgendwie so. Ja. Zersägt halt dann und auch dieses aktive Zersägen sieht man auch nicht wirklich. Man sieht halt dann natürlich Blutspritzen und so. Aber okay, ich habe jetzt schon gesehen, wie sie selber einmal einen Arm abschneidet und halt dann der andere weggeschossen wird. Jetzt ist es nicht ganz so schlimm, wenn er halt den Rest auch noch erledigt. Ja. Mein Gott. Ich verstehe dich schon. Es ist auch so, dass ich habe ja den Trailer damals, wo der rausgekommen ist, das erste Mal bei Bloody Disgusting, die haben da den Mordsaufreißer gemacht, wow, the new trailer of Evil Dead. Und da waren ja dann wirklich Szenen dabei im Trailer, wie das, wenn die Mia in der Kellerluke da so raufschaut, ganz gruselig, und dann das Kinderlied singt. Die Szene ist in der Kinofassung auch abgegangen, aber war im Trailer. Genauso wie die Szene, in der der Kettensägen schwingende Herr quasi den Schwall Blut ins Gesicht kriegt, die Szene ist in der Kinofassung auch abgegangen. Also man hat quasi 2 Szenen im Trailer, die dann in der Kinofassung nicht enthalten waren, wo man dann da schon spekuliert hat, nach dem ersten Kinobesuch, wo haben die Szenen hier und gibt's da vielleicht noch was? Also wir haben damals schon spekuliert gehabt, was da los ist. Aber wirklich, es ist dann ein paar Zeit drauf, haben dann eben schon die ersten Gerüchte für den Extended Cut aufgetaucht. Ja, es ist ja meistens etwas unverständlich, wenn man dann irgendwann einmal diesen Extended Cut dann sieht, warum man von Anfang an die Szenen rausgelassen hat. Ja. Aber naja, wer weiß, was die Beweggründe waren. Wahrscheinlich war es wieder der gleiche Typ, der damals auch die Idee gehabt hat mit dem Drehbuch und dem Busch. Das hat dann da gesessen, als ich dachte, die krassesten Szenen, die lassen wir jetzt weg. Und zwar einmal, wie man die eine da verbrennt, dann nur das mit dem Zerstückeln und die Katze am Anfang. Wow!
Ja, und das mit der Ding ist, meine ich, auch noch ein paar Frames. Das war dann, meine ich, für die Kinofreigabe, dass quasi das Zungenspalten, die Szene ist in der Kinofassung auch nicht so lang. Also die, meine ich, schneidet sie nicht so weit rein, wie es dann in der Extended-Version tut. Also das ist schon nochmal eine Nummer härter. Gut, dann haben wir jetzt über die verschiedenen Fassungen gesprochen, oder fällt dir noch eine ein? Na, das meine ich, war's jetzt hübsch. Weil gesagt, das sind nur noch Kleinigkeiten, aber auf die jetzt extra einzugehen. Wie gesagt, Leute, wenn es und euch interessiert das Thema, schaut's bei schnittberichte.com rein und schaut's einmal nach. Da gibt's die unglaublich viel Schnittberichte, Szenenvergleiche von hunderte, tausende Filme, und die Leute machen sich da richtig viel Arbeit, und wenn ihr euch nicht sicher seid bei manchen Filmen, ob die umgeschnitten sind oder nicht, oder wo es abgeht, dann schaut's da rein, schnittberichte.com, und seid ein bisschen gescheiter. Und was auch noch ganz gut ist, sage ich auch noch gleich an der Stelle, wo wir gerade dabei sind, steht's bei Müller drin und wisst nicht, ob er umgeschnitten ist oder nicht. Zack, zack, Handy außer jeder hat eins. ofdb.de, und da schaut's rein, gibt's den Film eurer Wahl ein, und da seht's dann, welche Fassung in Deutschland umgeschnitten ist oder nicht. Und wenn eine Schere dahinter ist, dann lasst das Teil bitte stehen. Sowas unterstützt man nicht, und schaut euch dann, oder schaut's, dass den Film dann über Österreich kriegt oder sowas in der Richtung. So mach's ich. Ja. Ein Tipp von einem Sammler. Gut. Und natürlich für die ganz faulen Leute, wenn es nur über den Streamingdienst reingeht, da habt ihr nicht so viele Möglichkeiten bei der Wahl. Das stimmt, weil der Film nämlich nach wie vor, glaube ich, noch indiziert ist, und die Fassung, die wo ihr streamt, das wird nicht einmal die Spiel-JK-Version sein, sondern das ist dann die FSK 18 wahrscheinlich, und die ist massiv zensiert. Also die ist nochmal um einiges kürzer dann wie die Kinofassung. Also das ist dann nur noch ein Rumpf von einem Film. Also alles, was da so richtig Spaß macht und wo sie die Effektkünstler richtig ausgetobt haben, das geht da definitiv ab. Gut, dann können wir mit der Bewertung anfangen, oder? Ja, das können wir da. Jetzt warst du gerade schon so im Redefluss. Möchtest du ja weitermachen? Kann ich da. Also, was mir sehr gut gefällt, also ich fange mal das erst beim Negativen an, man so. Was ich zum Beispiel nicht so cool finde, ist die MacGyver-Szene, wenn er dann mit der Autobatterie da den Defibrillator selber zusammenbaut. Das ist allerweil so eine Sache. Das ist so weit hergeholt und Ding, sowas nervt mir ein bisschen. Aber gut, das kann funktionieren, kann auch nicht funktionieren. Okay. Die hat schon die Vorstellung nervt von den einzelnen Leuten und die Berufe von einer. Jetzt stört dir das auch noch. Ja, das stört mich auch noch. Ich habe noch was mich stört. Soll ich das auch noch sagen? Ich habe jetzt sogar zwei Sachen. Nur eine Sache. Haus raus. Und zwar ist es so, dass die Mia sie ja unglaublich viel antut in dem Film, in ihrer Besessenheitsphase, dass er sie mit kochendem Wasser abduscht, dass richtige Brandbladern hat, die aufplatzen. Sie spaltet sich die Zunge auf und. Und dann, in dem Moment, wo sie nicht mehr besessen ist das alles weg. Das sind also Sachen, wo ich sage, okay, der Körper ist aufs Übelste geschunden, und nur weil der Dämon raus ist, bist du jetzt wieder komplett verheilt. Ja, okay. Das ist, wie gesagt, das sind so Sachen, der Film hat trotzdem 4,5 Sterne gekriegt, aber das sind nicht so Kleinigkeiten, die wo mir dann auffallen. Das ist wirklich nur Nitpicking, und der Film ist einfach trotzdem, trotz der paar Kleinigkeiten, die mich stören, Weltklasse. Mhm. Was ich super gut finde, ist, ja, ich finde einfach stark das, was er ist. Ich liebe das Evil Dead Franchise, die Tanz der Teufel Filme, und einfach wieder das Gefühl von damals zum haben, es kommt endlich wieder neues Material, neuer Film aus dem Evil Dead Universum. Gut, ob jetzt Remake oder Prequel oder ob jetzt Remake oder Reboot oder was ist einmal dahingestellt, aber einfach wieder mal Apps aus dem Evil Dead Universum sehen, das war für mich schon wieder der Überhammer, und die ganze Stimmung finde ich super, die Effekte sowieso, einfach Evil Dead, und ich bin zufrieden. Ich liebe nur für das, was er ist. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Also ich glaube, der Bruce Campbell, der darf jetzt einmal so ganz anerkennend nicken. Der sagt dann groovy. Ich habe übrigens an Bruce Campbell schon drauf, habe ich schon mal erzählt. Ja, so ich kenne die Fotos. Ah ja, der ist richtig cool. Und der hat riesige Hände. Ich glaube, dass der immer zu Fans auch cool ist. Ja, ich glaube auch. Also das, was er da mitgemacht hat müssen, da im Weekend of Horrors mit so vielen Fans und so vielen Fotos und so vielen Autogramme, das war irre. Und er war immer ein Gentleman. Und dann nach dem ganzen dachte, er ist ja wirklich den ganzen Tag von 10 Uhr Vormittag weg mit einer Stunde Pause,
nur Fotoshoots und Autogramme gegeben hat er dann auf die Nacht, so, da war dann noch mehr, nicht Pressekonferenz, da gibt's dann auf der Bühne noch mehr so ein Q&A mit den Stars. Und das war weniger Q&A als wie ein Comedy-Auftritt. Der Bruce Campbell, der hat eine Comedy-Show runtergerissen, das alles brüllt hat. Also der ganze Saal war brechend voll und jeder hat brüllt. Also das war irre. Der hat dann nochmal wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde hat der nochmal eine Comedy-Show runtergerissen und hat die Leute in seinem Band gesungen, dass du sagst, wow, der Typ ist ein richtiger Entertainer. Geil. Na, also das merkt man auch in die Tanz der Teufel-Filme. Das wäre ohne ihn nicht das Gleiche. Ja. Und ich muss auch sagen, man darf ihn auch nicht überfordern. Also er ist schauspielerisch wahrscheinlich hübsch limitiert. Aber das, was er macht und die Filme, wo er gespielt hat bis jetzt, sei es My Name is Bruce, wo er sich selber spielt, oder Baba Hotep, wo er einen Elvis spielt, er wird nie überfordert, aber das, was er bringt, ist immer cool. Also er ist jetzt kein Oscar-Schauspieler und er bezeichnet sich ja selber als B-Movie-Actor und mehr mag er nicht sein, mehr ist er nicht und für das liebt man einfach. Ja. Jetzt sprich! Ja, oh. oh. Jetzt, mir ist gerade klar geworden, dass egal, was ich jetzt wahrscheinlich Negatives sag, du mir das eventuell übel nehmen könntest. Niemals. Deswegen, ich beschränke das jetzt mal beim Negativen auf das, was ich schon gesagt habe, und zwar, dass ich es sehr schade finde, dass man keine richtige Bindung zu den Charaktere aufbaut. Ich finde es zum Beispiel auch echt bescheuert von diesem Eric, oder also ich hoffe, er heißt so, der Forscher-Bubi. Also ich habe es ja vorhin schon kurz beschrieben, wenn ich ein Buch finde, das in Stacheldraht eingewickelt ist und das nicht ganz so cool ausschaut, das ich in einem Keller gefunden habe, mit 1000 tote Katzen und einem benutzten Brandbalken, dann mache ich doch dieses Buch nicht erstmal auf, und zwar dadurch, dass ich diesen Stacheldraht auftrenne und dann links und rechts ausziehe, dann schneide ich mich ja nur an der Seite und dann denke ich mir, ach okay, egal, ich lese das trotzdem, und dann blätter ich das so durch und dann denke ich mir, komisch, schaut alles nicht ganz so biblisch aus, aber egal. Oh, schau hier, da ist ja irgendwas ausradiert worden oder versucht worden auszuradieren. Das tue ich nochmal schnell abpausen, damit ich es laut vorlesen kann. Also, ach, Kim, bitte. Ja, ich weiß auch nicht. Gut, du hast mir bei meinen Sachen auch kontert, was ich negativ gefunden habe. Das ist wieder Apps, wo ich sage, okay, das kann da ja so gemurmelt haben. Weißt du schon, wenn jetzt du das da so machst und Ding und dann, kann da, ja, wie gesagt, das ist jetzt Apps, was mich eben eher weniger aufregt, weil es halt einfach das Gesetz der Serie ist. Irgendjemand muss aus dem Drecksbuch vorlesen, und wenn es einfach gerade eine Tonbandaufnahme ist, die aus dem Buch vorgelesen hat, das gehört einfach dazu. Und sagen wir einfach, er hat's gemurmelt und deswegen haut's wieder hin. Ja. Na. Okay. Und was hat dir dann besonders gut gefallen? Also, was heißt besonders gut? Wir haben ja jetzt die ganze Zeit mehr oder weniger über positive und negative Sachen gesprochen, und ich habe auch, ich bin jetzt nicht ganz so der komplette Horrorfilm-Fan wie jetzt du und der Kani, aber ich habe ein sehr großes Herz dafür, und ich habe ein sehr großes Herz für sehr ikonische Einstellungen oder schauspielerische Leistungen oder insgesamt Aktionen, wo ich mir denke, das macht nicht jeder mit. Die Schauspielerin von der Mia, die Jane Levy, die hat in dem Film wirklich viel mitgemacht. Unter anderem hat sie, also es gibt gegen Ende des Films eine Szene, da wird sie dann vergraben von ihrem Bruder, und der wartet halt dann ein bisschen und gräbt dann irgendwann wieder aus. Und in dieser Szene ist sie wirklich vergraben, und der Regisseur hat sie praktisch dazu, er ermutigt, dass sie das macht, und sie hat da, ohne dass er jetzt mal groß auf sie einreden musste, das er akzeptiert und hat sie dann da eingraben lassen, damit man praktisch diesem Schauspieler, also nicht einmal wegen ihr, sondern wegen ihm, das viel besser abkaufen kann, dass er gerade nervös ist, weil er muss sie ja dann auch wieder ausgraben, damit sie ja nicht stirbt. Ja. Und genau das war halt real. Und sowas finde ich halt echt immer total krass und wahnsinnig interessant. Und du hast es auch schon gesagt, mit den Effekte und allem, die haben sich da so viel Mühe gegeben und da steckt da so viel Liebe drin, und dann kann der Film halt auch ein paar Handlungsschwächen haben, aber deswegen ist er trotzdem echt großartig. Also
Und ich finde auch, jeder, der Horrorfilme mag, sollte den auf jeden Fall mal gesehen haben. Auf jeden Fall. Und ich finde die Szene, die wo du gerade beschreibst mit dem Eigraben, die finde ich ja unglaublich stark gespielt. Während sie auch die Plastiktüten über den Kopf hat, versuchte sie immer noch auf ihrem einzumreden. Einmal als ein Mensch wieder und fängt Sermon an, wie sie die anderen Evil Dead Filme auch ist. Das ist halt so ein Trick quasi von den Deadites, dass man quasi wieder in den menschlichen Zustand zurück sie verwandelt und dann die Leute quasi versucht zum beeinflussen und dann aber wieder die besessene Form annimmt und dann richtig grob ausfallend wird. Und so wie das gespielt ist da mit der Plastiktüten über dem Kopf, das finde ich richtig cool. Also die Szene, die ist richtig krass atmosphärisch. Und dann grob das ein und dann ist er Ruhe. Und dann ist er Ruhe. Na, und das habe ich echt beeindruckend gefunden. Also, wenn sich jemand die Blu-ray holt oder die DVD, die Extras auch gern anschauen, weil das macht sehr viel Spaß. Also der Cast ist toll und wie sie es produziert haben und was sie sich alles für Gedanken gemacht haben, ist auch super. Und dann auch das hinter das Behind-the-Scenes-Material, wie sie auch die Effekte gemacht haben. Also ist wirklich sehr interessant. Ja. Und wie gesagt, bevor ihr euch irgendeinen Scheiß kauft, holt euch die Extended-Version. Der wird mittlerweile nicht mehr so schwer aufzutreiben sein. Es gibt eine Blu-ray aus, ich glaube aus Finnland, da ist der deutsche Ton mit drauf. Die kann man gut kaufen. Ich glaube, die Nameless Media Books, da gibt's mal 4 oder 5 Cover, die haben, glaube ich, nicht mehr so einfach zum Kriegen, außer man gelangt ein wenig tiefer in Taschen. Aber ich glaube, es macht's das schon. Geil, holt euch das Teil, aber nur in der ungeschnittenen Version und habt Spaß damit. Sagt's euch eure Freund und die sollen es auch eher nicht Freund sagen. Tragt es aus, der Film ist super. Ja, aber erinnert alle dran, ihr habt es von Viva la Movie Illusion. Sowieso. Unbedingt. Gut, und eins darf man natürlich nicht vergessen, ein Triple Threat. Oh ja, stimmt, den hätte ich jetzt mal vergessen schon, ja. Segma Titten. Nein, nicht einen. Nicht einmal einen halberten. Nicht einmal einen angedeuteten. Nein. Segma Trompeten. Auch nicht, nein. Nein. Oh, sterben Tiere. Ja, und auch noch die falsche Sorte von Tieren. Ja, das wären wir wieder bei der falschen Sorte Tiere, das stimmt. Ja. Nicht schön. Nein, das ist nicht schön. Na, also eigentlich, also vom Triple Threat her, von der Bewertung her, kann man den Film nicht so empfehlen, aber ja, es ist halt ein Horrorfilm, der, wie hast du am Anfang gesagt, ja, auch nicht irgendwie schön wirken will oder so, sondern der wirklich ernsthaft an dieses... Ein humorloser Bastard ist er. Ja, humorloser Bastard. Genau. Aber eins kann man vielleicht noch kurz erwähnen oder kurz mal auch besprechen, das Ende vom Film. Ja. Sie machte dann die Augen auch nochmal auf. Also das ist jetzt wirklich wieder Major Spoiler, aber ich glaube, ihr habt es in unserer Diskussion schon ein bisschen mitgehört, was halt da passiert, und außerdem, es lohnt sich trotzdem, den Film auch zum Schauen. Jetzt schaltet halt jetzt aus und hört sich dann einen Schluss später an. Genau. Habe ich auch schon gemacht. Also jetzt bei anderen Podcasts. Das mache ich auch so, wenn es dann wieder heißt, oh Spoiler, ich habe den Film noch nicht gesehen. Gut, dann kriegt jetzt eine Pause, schauen wir noch und dann her erst weiter. Wenn sie die Augen nur mehr öffnet, die ist dann nicht besetzen, weil die Augen, die sie dann öffnet, das sind ihre normalen, ich glaube, blauen Augen oder so. Nach der Reanimation, wenn es eingegraben worden ist, meinst du, oder was? Na, wo es vom Auto mitgenommen wird. Ach, sie wird nicht überfahren, sondern sie wird doch da mitgenommen. Ja. Und sie macht dann die Augen ganz zum Schluss wieder auf, kurz bevor die Credits kommen. Ja. Also die sind ganz normale Augen, die sind jetzt kein Besessene. Also man suggeriert praktisch dem Zuschauer so Happy End. Ja, schon. Es hätte angeblich war das Ende einmal so geplant gewesen, dass der Bruce Campbell nur ein Cameo hat quasi, als eben der sie da mitnimmt. Aber das haben sie dann nicht gemacht. Ja. Wahrscheinlich hätte sie dann die Fanbase wieder entsprechend negativ geäußert. Auf jeden Fall. Es ist auch so, das, wo wir schon jetzt beim Spoilern sind, also sie wird ja dann am Ende vom Film auch mit dem Auto also das Auto wird ja quasi draufgeschmissen vor dem Bösen, und sie zwickt sich die Hand ein und sie reißt sie dann die Hand ab. Und es ist eben auch die rechte Hand, die auch an Bruce Campbell dann in Evil Dead 2 abgeht. Ja, im Endeffekt, bevor sie dann den fleischgewordenen Dämon in der Mitte durchsägt, steckt er sie ja die abgetrennt, also den Handstumpf ja quasi in die Kettensäge, so in die Halterung, und fängt dann Sägen an. Und das ist natürlich auch ein ziemlich cooler Querverweis auf Bruce Campbell und sein Hero Ash quasi. Ja. Sehr cool. Wo ich mir vorstellen kann, dass das nicht alle so cool gefunden haben. Das kann's auch. Ich fand's gut. Aber wir wollen den Podcast ja jetzt nicht unbedingt negativ beenden. Überhaupt nicht. Positiv. Ja. Höllenpositiv kann man ja fast schon sagen.
Deswegen schaut euch den Film an. Wir können Evil Dead auf jeden Fall empfehlen. Wir können auch das Original empfehlen. Da darf man natürlich... Die ganze Reihe im Endeffekt. Weil die Filme so Reihe extrem natürlich unterschiedlich sind, aber es hat jeder seinen eigenen Charme und jeder funktioniert auf seine Weise. Und vielleicht spricht man über die anderen Filme auch einmal, das darf sich anbieten. Vielleicht einmal an mit der Finsternis oder so. Daher kann ja ganz coole Sachen erzählen. Ja, gern, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir schon allein über den 2013er fast eine Stunde geredet. Dann erlösen wir euch jetzt und nutzt die weitere Stunde oder die weiteren 1,5 Stunden dazu, dass ihr euch den Film anschaut. Genau. Und wir wünschen euch viel Spaß. Denkt an uns, wenn es ihn anschaut. Genau. Berührt euch an bestimmte Stellen, wenn es euch anschaut. Ja, denkt genau, an uns. am Knie oder so. Und dann... Dann hören wir uns beim nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Ihr dürft natürlich mal wieder teilen, liken, kommentieren, in die Welt hinausschreien. Ihr seid wieder ein bisschen klüger geworden. Ich glaube, wir haben euch diesmal wirklich wieder ein paar Informationen mitgegeben, was nicht jeder weiß, der jetzt nicht unbedingt stundenlang Filme und Extras anschauen will und googeln. Sondern, ihr habt wieder viel erfahren. Und Mike, was willst du nur die Leute mitgeben? I swallow your soul. Servus und Habidere.